Hallo miteinander, da ist Exitus 19. Ich begrüße euch zum 200. Abo-Special. Für mich ist es viel, für andere ist es nicht so viel. Tja, ich bin stolz drauf, ich finde es geil. Aus diesem Grund habe ich für euch etwas gebaut. Ich bin eigentlich schon dran, seit ich etwa 80 Abonnenten habe, bin ich dran. Und ich habe mich wieder überschätzt. Ich bin nicht fertig geworden, ich muss es gestehen. Ich habe noch mehrere Pläne gehabt. Aber zu dem werde ich euch das zeigen. Wir sind hier in meinem Lager unten. Das ist leider immer noch der alte Laptop. Finde ich ein bisschen blöd. Er hat ein bisschen Ruckler, aber was soll's? Komm. Geh schon weg. Nimm mir ein Neues. Wir fahren mal dorthin. Ich habe extra einen neuen Ort gesucht für das. Und dort so angefangen zu bauen. Ich habe auch probiert. Ich glaube, einmal hat man es im letzten Show kurz gesehen. Ich hoffe es allerdings nicht. Es haben mir einige Leute ein bisschen geholfen. Die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Aber das meiste, kann ich sagen, habe ich selber gemacht. Der Green Ray ein bisschen unten dran. Die Aussenanlage hat der Moriquesir gemacht, der hat am meisten gemacht. Und auch die Nefschi haben mir geholfen. So. Jetzt sehen wir es. Es ist das Abonnente Hotel. Ja, Leute, ich habe für euch ein Hotel gebaut. Wir gehen es gerade anschauen. Ich bin da jetzt auch ein bisschen am Fliegen und so, also stört euch nicht ab dem. Wir sind da zuerst, wenn man mal von der langen Strecke mit dem Zug gefahren ist, kommt man da an. Ich kann da mal gemütlich einen Cocktail schlürfen. Die Baren, es gibt verschiedene Baren. Das ist die Grünbar. Da gibt es so Naturcocktails, weißt du, so aus Früchten und allem möglichen. Das ist die Gelbar. Da gibt es Sonnencreme, Sonnenschirm, alles was man für den Strand braucht. Da kann man da auf die Liege her chillen. Das hat alles praktisch der Moriquesir gemacht. Er hat dann noch Laternen gehabt und ich kann die Laterne nicht ausstehen. Und hat dann einfach rasch so Klötze hergedingselt. Ja, ein Pool hat es natürlich noch, bis sich eine richtige Aussenanlage gehört. Ein Whirlpool, wenn es ein bisschen kälter ist oder einfach wenn man Lust hat, um ein bisschen den Darm durchzuspülen. So, die Blaubar, da gibt's. Es gibt natürlich in jedem noch alkoholische Drinks und Bier, das ist ganz klar, aber da hat es speziell Badtücher und so. Da sind schon die ersten Gäste, wie ihr seht. Hey, ciao! Das Spinnen-Ehepaar, der Spidey und der Spidini. Oder so. Da, wenn man ein bisschen Lust auf Abkühlung hat, das ist natürlich auch ab und zu mühsam. Hat es hier eine Eisbahn, da ist der Chiquino, hey Toni, Hugo Toni, wie er lustig überläuft. Da kann man ein bisschen Schlittschuhen. Hey, machst du mit? Ist lässig, gell? Ja. Und jetzt kommen wir schon zum ersten Plan, den ich nicht durchführen konnte, weil das Video wäre einfach viel zu lang gegangen. Ich wollte, also das Hotel hat 100 Zimmer. Da sind wir in der Eingangshalle, ich wollte auch noch einen Empfang machen, aber ich habe einfach zu wenig Zeit gehabt, Leute, sorry. Ich habe mir viel zu viel vorgenommen wieder. Oh, und mir fällt gerade etwas auf. Ich habe das falsche Texture Pack drin, aber merkt es euch. Der riesige graue Klotz. Ich drehe mich rasch um und tue das andere Texture Pack rein. So, da sind wir wieder. Wie ihr seht, jetzt habe ich immer noch den Cleanstone in der Hand, aber das ist jetzt weißer Marmor. Also so sieht das Hotel eigentlich von außen aus. Das hat alles der Green Ray für mich gemacht. Er hat auch da eine riesige Arbeit investiert. Also danke vielmals an dem. Danke Mori für die Aussenanlage. Kann ich auch noch sagen. So sieht es doch schon viel besser aus. Da ist noch der Herr Zombie, der Portier, der trägt für euch
euch die Koffer, wenn ihr da mal Besuch sind. Und es hat jetzt... ich musste die Türen offen lassen, leider, weil die Zombies haben es mir immer kaputt gemacht. Ich wollte noch ein Schild hermachen. Jeder Abonnent hat so sein Zimmer. Also da unten sind es Zweierzimmer. Erst oben kommen die Elitezimmer und das sieht jedes Zimmer ein bisschen anders aus. Ich zeige mal ein paar. Und eben Leute, ich habe mir viel zu viel Arbeit gemacht. Ich habe jedes Zimmer eingerichtet. Bis zu oberst oben, dort bin ich einfach nicht mehr dazugekommen. Alles mit den gleichen Gegenständen, aber jedes sieht anders aus. Jedes. Kein einziges ist genau gleich. Ich weiss nicht, wie ich das mache, wenn ich den Save kann herunterladen vom Server. Aber wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das bitte sagen. Dann kann ich den zur Verfügung stellen. Ihr könnt euch selber rumschauen, könnt euch ein Zimmer aussuchen. Was weiss ich, oder? So, das ist der erste Stock. Da geht es dann rauf. Aber ich möchte eben, weil ich so viel Arbeit investiert habe, möchte ich euch auch ein bisschen herumführen. Ich zeige nicht jedes Zimmer, es geht viel zu lang. Das wollte ich zuerst machen. Da hat es eben die Tür kaputt gemacht, die Siechen. Da habe ich die Tür noch nicht. Jedem von euch habe ich ein Zimmer, ein Bett gewidmet. Das ist ja so. So soll es auch sein. Ihr habt mich abonniert. Das ist mein Dank. Also ziemlich das Einzige, was ich halt da machen kann. Hey, gang auf. Das sind so die ersten Zimmer, die ich eingerichtet habe. Die sehen auch immer wieder ein bisschen anders aus. Und ja, einfach eine riesige Arbeit. Ich sage so, ich bin fast durchgedreht. Ich weiss nicht, wie viele Stunden ich investiert habe. Echt nicht. Hä? Das ist wahrscheinlich irgendein Lichtbug. Ah, der falsche Stein. Nein, irgendein Lichtbug ist es. Da kommen wir im blauen Stock. Ich habe das auch ein bisschen probiert zu gestalten. Ah, mein Laptop, es ist so mühsam. Ich hoffe endlich, der Cash kommt jetzt dann, ich kann mir einen neuen kaufen. Es wäre echt Zeit. Auch da, jedes Zimmer anders. Und ja, sie sehen ähnlich aus auf jeden Fall. Aber achtet euch mal auf die Details. Immer wieder Unterschied. Mal Bücherregal dort, mal oben durch, mal ein bisschen mehr Blätter, mal ein bisschen weniger. Eigentlich sollte ich wirklich jedes Zimmer herzeigen. Und jedem sein Schild herschreiben, aber ich habe keine Zeit gehabt, Leute, verzeihen es mir bitte. Es ist so viel Arbeit. Auch da habe ich noch andere. An der Wand wollte ich noch Sachen machen und. Und ich kann einfach sagen, nein, ich habe keine Zeit. Ich habe selber fast keine Zeit mehr, um überhaupt Minecraft zu spielen. Und wenn ich dort drinnen bin, bin ich irgendjemandem am helfen oder am Level farmen, dass ich gute Ausrüstung habe. Der hat jetzt da eine Wasserwand, oder? Andere haben ein Bad, das so ein bisschen versteckt ist und. Also, ich weiss gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wenn es schon keinen Namen hat. Scheiße, shit happens. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsstück. Auch da, schaut, das ist nämlich vom Hotel. Das wollte ich noch verkleiden. Ich wollte einfach da noch eine Mauer durchziehen. Jetzt muss ich ein verstecken. Aber 200 Abonnenten sind erreicht und ich will es nicht verspätet ausbringen. Auch da, mein Lieblingsstück, kann ich nicht mal fertig machen. Und schaut das mal an, seine Arbeit, die er da gemacht hat. Ja gut, Pink brauchen wir nicht. Geh weg. Ich bin kein Cheater, ich kann das nicht. Also es sieht einfach Hammer aus, schaut es mal an. Die Farbe, einfach mit dem... Ich habe gesagt, er soll alles wie Lapis Lazuli machen und das ist einfach nur schön. Green Ray, wenn du das siehst, könntest du mir eigentlich auch
ins normale Texture Pack übernehmen. Ich finde es echt geil. Da, der Boden, Hammer. Das wollte ich auch noch ändern lassen. Der schwarze Boden, schwarze Wolle. Aber auch er, wie ihr seht, hat auch keine Zeit mehr gehabt, weil das auch wieder eine riesige Arbeit ist. Und ich mit meinen andauernden Wünschen immer. Das ist ja. Hä? Hat's jetzt... Ah nein, ich habe den richtigen Boden genommen. Auch da, wie ihr seht, ist das noch nicht ganz fertig. Da bin ich immer wieder reingeflogen. Es musste schnell gehen, ich bin nicht immer die Stege gelaufen, oder? Verständlich. So, springt man noch rasch rüber. Ich finde es so schade, dass ich nicht fertig geworden bin, aber eben... Ich arbeite gerade neu temporär und da habe ich amigs die übelsten Zeiten. Also ich arbeite um 7 bis um 12 Uhr zum Beispiel, habe dann Mittag bis um 5 Uhr, dann gehe ich rasch heim, habe eine Stunde Arbeitsweg. Wenn ich dann daheim bin, esse ich zum Mittag und mag dann einfach nicht immer am PC sitzen. Und wenn ich am PC sitze, würde ich gerne rasch auf den Server von SwissSMP und dann dort ein bisschen rumschauen. Ach, es ist so schön. Also dieser Stock gefällt mir einfach am besten. Da ist ein Teil von meinen... Hoi Hugo Toni! Der verfolgt mich ein bisschen. Der will natürlich auch schauen. Es ist ganz klar, er findet es auch geil. Ich kann auch noch Glowstones ändern lassen. Wenn der Greenery jetzt gerade dran ist, noch am anderen... Sorry, ich musste es aufnehmen. So, wir kommen noch in den violetten Stock. Auf jeder Seite hat es 10 Zimmer, oder? Also 20. Auf jedem Stock sind 40 Abonnenten untergebracht. Habe ich zu viele Zimmer gemacht? Egal. Ah, Hugo Toni, der ist schnell. Ich sage so, der ist so schnell da gewesen. Auch dieser Stock gefällt mir gut, weil Violett finde ich eine geile Farbe. Im Gegensatz zu Pink. Ach, ich brauche rasch ein Erfrischungsbad. Ich muss erst meine Füße ein bisschen abkühlen. Es ist gerade recht mühsam zum da laufen. Gut, gehen wir weiter. Hey, ciao, creepy Sun. Jetzt bin ich gerade verschrocken. Was machst du? Ins Zimmer gehen? Ja, darfst. Ist okay. Du teilst mit Hugo Toni. So, und jetzt kommen wir zu den Elite-Zimmern. Da sind die wichtigsten Abonnenten von mir. Da bin ich noch nicht fertig. Die haben den Diamantboden. Jeder hat eine Tür mit Glas, Doppeltüren. Und eigentlich, ich bin mir nicht mal sicher, ich glaube, ein Bett lang hat jeder sein eigenes Zimmer. Das sind einfach die am meisten kommentiert, am aktivsten zugeschaut haben und überhaupt. Also, Moment, geschwind, ich mache mal rasch eine Liste und werde das vorlesen. Das sind die wichtigsten. Da hat natürlich auch jede Tür einen Ohrläppchen-Scanner. Also ihr müsst hier hinstehen, euer Ohrläppchen reinheben und dann erst könnt ihr durchlaufen. Weil jeder Mensch hat ein anderes Ohrläppchen. Also, ich mache mir geschwind die Liste von den wichtigsten Abonnenten, von denen, die ich am meisten Freude habe, weil sie am meisten kommentieren, aktiv sind und. Ein Moment. So, ich bin wieder da und ich musste sehen, ich habe gar nicht mehr so aktive Abonnenten. Also es tröpfelt da mal ein Kommentar rein und dort tröpfelt mal ein Kommentar rein. Also, ich habe viel zu viele Elitezimmer, sorry. Das haben die wenigsten verdient, muss ich also sagen. Ich habe jetzt einfach die genommen, die im letzten Monat am meisten mir Kommentare so ein bisschen geschrieben haben. Und einfach auch, ich möchte den Leuten noch danken, wo es mir wirklich auch Spass macht zum Mitspielen. Und da seht ihr, das habe nicht ich gerichtet, das ist eindeutig ein anderer Stil. Das ist der Nefschirer Stil, sie haben mir da geholfen bei den letzten Elitezimmer. Und wer mich alles möchte danken, ist natürlich als erstes Ladies First, Nefschi.
Mit ihr habe ich es auch gut. Wir spielen extrem viel Minecraft zusammen. Also extrem. Recht viel auch auf dem Server halt. Und es ist einfach, mit ihr macht es einfach Spass. Es ist so lustig. Wir sind immer auch gut. Piratenphase und. Ja. Dann natürlich am Green Ray Gaming für seine Arbeit. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Auch fürs Spielen mit ihm. Es macht auch Spass. Leider ist in letzter Zeit auch nicht mehr so viel on. Tja. Und er hat es auch mit seiner Generation natürlich ein bisschen besser, das ist ganz klar, das soll auch nicht anders sein. Dann, von wem habe ich viele Kommentare bekommen? In letzter Zeit ist der Mr. Snacketti, hat recht viel geschrieben, danke dir für das. Schon lange dabei und schon lange am Kommentieren ist der Fong, seht ihr, da bin ich nicht weitergekommen. Der Fong 668998, sorry. Auch er schreibt recht viel. Und da ist die Rohfassung, wie ihr seht, von dem Zimmer. Tja, ich bin nicht fertig geworden, Leute, es tut mir leid. Dann der Minecraft Stuff. Auch er ist sehr aktiv, immer überall dabei bei den Let's Plays. Vor allem Minecraft halt, aber jeder hat seine Interessen, das ist ganz cool so. Ja, und der Husse 43 oder 43, auch er ist so einer, der mir gefällt und einer, der viel schreibt. Und auch ganz ein sympathischer, der jetzt neu bei mir schaut. Was ist das für ein Zeug? Wo neu schaut, ist der Darkmaster. Der 12, Darkmaster 12. Auf dem Server heisst er 16, Darkmaster 16. Ihn finde ich recht cool und auch er schreibt so seine Kommentare dazu. Und leider habe ich nicht aktivere, aber ich kann euch ja nicht zwingen zum Kommentar schreiben. Also, whatever. Khaled. Moment geschwind, ich muss die Musik wieder einschalten. Das ist übrigens gerade Watermark von Enya. Das ist die Aussicht oben runter. Dort vorne habe ich die Runde mal getestet, ich habe das Dach getestet. Das ist übrigens am Schocki seine Katzenverbrennungsanlage. Ja, schlimme Geschichte, aber ja, es war lustig. Ja, ich hoffe, ich habe alle erwähnt, die es wert sind, erwähnt zu werden. Das sind noch Bauarbeiter, die da am Dach rumfehlen. Also, die möchten es gut. Ich sage so, ja, der Kontrolleur. Jetzt müssen wir schauen, was ist denn da los? Hä? Keine Ahnung, was das ist. Gehen wir mal rauf. Das ist noch ein cooler Lift. Ah! Hilfe! Nein! 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 Das kann es ja nicht sein! Ah! Ich muss Selbstmord begehen! Ah! Nein. Mir geht es natürlich gut. Es war voll rumgeblödel. Regen? Kein Regen. Regen? Kein Regen. Keine Wüste. Wüste. Egal. So, ja, Leute, das war mein 200er Abonnenten-Special. Ich habe mir überhaupt keine Mühe gegeben beim Drehen, weil ich einfach fucking viel Zeit investiert habe in das Gebäude. Und ich kann es mit so einem Video einfach nicht würdigen, was ich da für viel Arbeit hatte. Schon nur am Egg of Doom. Wir gehen jetzt halt nochmal rein, auch wenn es ein schrecklicher Anblick ist, ich weiss. Auch wenn es schrecklich ist. Was denkt ihr, wie lange habe ich gehabt, um jedes Bild richtig herzubringen? Das Bild ist übrigens schon seit der Staffel 2 im Texture Pack und ich habe mir unbedingt mal etwas Spezielles überlegen. Da haben wir es. Das ist der Exitus Room. Voller Exitus. Und darum musste ich meinen Exitus durchführen. Da runtergumpen. Schlimm, oder? Das Todesei. Ei der Verzweiflung nenne ich es. Von oben sieht das Hotel übrigens so aus. Es ist auch recht stylisch, finde ich. Ja. Was soll ich sagen, Leute? Ich danke euch für das Schauen, fürs Kommentieren, fürs Abonnieren. Sobald ich den Laptop habe, werde ich wieder aktiver sein. Skyrim können beenden ohne Ruckler. 4.2 ohne Ruckler. Minecraft ohne das Rauschen. Hört es euch an. Oder ohne das Rauschen. Weil so spiele ich selber
Hört euch das an. Das ist mein... Im Winter tut es mein Zimmer aufwärmen, aber das brauche ich im Moment nicht. Weil im Winter tut mein Laptop mein Zimmer aufwärmen und ich brauche das Gerät, um meinen Laptop abzukühlen. Weil sonst, wenn ich ihn zu lang laufen lasse, fängt es an zu lägen, weil er zu heiß bekommt. Es ist so traurig. Es ist so traurig und ich hoffe, der kommt bald. Dann kann es wieder losgehen. Mit vielen Let's Plays, hoffentlich mehr Kommentare. Ja. Ach, ich habe so daran gearbeitet, Leute. Ich habe so fest daran gearbeitet. Auch da wollte ich eigentlich noch ein Glas rein tun und hat man sagen, nein, sorry. Too much. Auch da habe ich noch irgendein Bild, ein Pixel Art hertatschen. Der Schatten sieht übrigens aus wie ein Hase, schaut mal. Das Ohr, das Ohr. Ja, liebe Leute. Das war es mit dem 200 Abonnenten-Special. Sorry für das, ich habe mir wirklich keine Mühe gegeben zum Drehen, zum Schneiden, zum Musik draufladen, überhaupt. Ich habe alles schon erklärt, aber eben nochmal. Danke vielmals fürs Schauen, fürs Dabeisein, fürs Mitchillen. Ich bin Dexus19. Peace!